Ein herzliches Willkommen zurück, Freunde, zum Let's Play von Tales of Berseria mit bereits Part Nummer 70. Und ich würde sagen, Endphase, ja, vielleicht eher weniger, aber wenn ich mal raten müsste, letztes Drittel, könnte hinkommen, wa? So, mal gucken, was wir noch so alles erfahren werden. Alright, if I were a Bloodwing, where would I be? We'll start at the inn. It only makes sense. Jo, logisch. I found so many blueberries! What are you gonna do with all those? Make jam? I'm going to feed them to my chickens. That way they'll lay eggs with purple yolks. What? You know that won't work, right? It sure will. The color of yolks change depending on what a hen eats. My grandma taught me that. Actually, we always feed our chickens corn. Is that why their yolks are yellow? What are you gonna do with purple eggs anyway? Tourists are coming from the capital again, right? I bet they've never seen purple eggs, so I figure I could sell them for a lot. Maybe I can even make our village famous! You've thought this out, but will they really sell? You know what they'd make, right? Purple fried eggs, purple omelets, purple egg fried rice. Hey! Would you want to eat a purple omelet? Strange things sell, right? You don't have to be so mean just because you can't think of a better idea. Sorry. Here, let me help you. Fine. Go catch a whole barrel full of jewel beetles. If we feed them to my chickens, we'll get eggs with yolks like shining jewels. I really wouldn't want to be your chickens, but... okay. What a carefree village. But you know, this is what really makes humanity amazing to me. Attempting the impossible. Reaching for the stars, just as a matter of course. Aye. Though we may stumble countless times on our way, we can achieve anything we put our minds to. Attempting the impossible, huh? That's all well and good, but there are some lines that should never be crossed. Purple eggs. Aber trotzdem ein guter Merksatz. Egal wie oft man auf die Schnauze fällt, etwas nicht gelingt, wenn man es wirklich will, einfach weitermachen. Irgendwann klappt es schon. Weil auch sonst, ganz ehrlich, wenn man irgendwie sich etwas vornimmt, das würde auf Anhieb immer gleich klappen. Ich meine, klar, es ist schön, wenn es gleich immer klappt, aber andererseits, wo ist denn die Spannung, wo ist denn das Besondere daran? Ist einfach nur, ja, hat geklappt, schön. Das nächste, oh, hat geklappt, schön. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und dann auch ein bisschen Arbeit dahinter steckt und so, ist doch eigentlich viel mehr wert, das Ganze. Raspberries, strawberries, blueberries. They all grow in abundance around Stonebury. We even have a fairy tale about it. One day the ground was covered with so many fallen berries, they all became stones. Stoneberries. Is that how the town got its name? The spelling has changed some, but yes. Berries are an important part of this village. We harvest local berries to make jams, pastries, gels, and all sorts of sweets. Berry-flavored gels! I've never had one. We've exported our jam and fruit for a while now, but our raspberry gels are still being perfected. Aw, rats. Are the vegetables growing in that field special too? I don't think I've ever seen anything like them before. You've got sharp eyes. But that's right. They're a rare species of wild potato. They're red and they're called radish bells. We discovered them in the mountains nearby. Sadly, the potatoes are actually highly poisonous. Really? They look so good. They do. But the skin and the sprouts are toxic. If you aren't careful when removing them, it's Poisonville for you. Deadly poison aside, they're sweet, fluffy, and go great with butter. And when they're fried nice and crispy, they're the best. So just skin them and sell them. What's the problem? Yes, we've thought of that, but the way they are now, you have to peel off quite a bit before you get to the edible part. Peel one as big as your fist, and all you get for your trouble is a bit of meat the size of an egg yolk. That's why we're selectively breeding them. One day, they'll have only a thin layer of poisonous skin. Why not breed them to get rid of the poison altogether? With no poison, bugs will eat them, and they'll be more vulnerable to cold and heat. With potatoes, as with people, getting rid of everything harmful isn't always for the best.
Irgendwie logisch, trotzdem dauert es gerade ein bisschen sehr lange, die einzelnen Besprechungen. Our scout ship has returned. Jo! Ein Sieg, 2 Sieg verloren. Eye of newt and mushroom spore. A new recipe. Yeah. Dann tun wir da gerade los. Sehr gut. Dann hier mal gucken. Savid. Well, hello, sailor. Are you waiting for someone? Nope. Just saying a prayer for someone. Someone? Let's go. Clearly there aren't any Bloodwings here. You're just going to leave? I'm right here. Everybody has times they need to be alone. Fee. Right. Coming. What do you think he was praying about? Well, for one thing, he was drinking a bottle of Thorny Forest. Oh my. The drink you share with your special someone when you're going to be married for life. How romantic. But getting your hands on that stuff is no small feat. I can only hope I'll get a chance to taste it someday. That must have had an important meaning for Savid. That's why you left him alone. Don't read too much into it. You're Velvet, right? Ah, you must be the one who's seen the demon we're after. We saw a big snake-looking dragon fly over on the way here. Is that what you saw too? Yes, that's the one. It nests at the top of the mountain in Aldina Plains. We went to look ourselves. No dragon. It only returns to its nest on rainy days. Rainy days, you say? Oh, just look at what you went and made the weather gods do. This doesn't bode well. Not at all. Thanks. We'll give it another shot. Nein, damit rein, verdammt, wir wollen erholen, wieder frische Kräfte tanken und so. Bringen zu können. Probieren. The water around here is ideal for producing wine and spirits. I've been thinking about fermenting something new. What will you make? This region's specialty is berries, so a berry wine? But the chilly air and level of humidity here should be just right for making an amber draft, don't you think? Considering the geography around here, the water must contain a high mineral content. If you use it to make a rice wine, the taste will be unique. I've considered all those options, but I must create something that can surpass my greatest rival, Sleeping Princess. But that's nearly impossible to make. Exactly. Not an easy task, to say the least. Sleeping Princess is made by filling an emerald cask with water from an enchanted mountain spring and sitting it in direct sunlight for 7 years. The water's magic causes it to change color each year. When it reaches the same deep green hue of the cask, it's ready. Solar fermenting, huh? It won't be easy to surpass a marvel of the winemaking world like Sleeping Princess. True, but I've finally found it. The ultimate stone. A gemstone? Will you make a cask from it? That would just make it an imitation. No, what I found can only be called a natural rock filter. You're filtering wine with a rock? Deep in the heart of these mountains, I found a stone that absorbs liquids. I tried using it to filter a berry wine. The taste of it was unbelievably crisp and bright. It preserved the luscious richness of the berries, while adding a clarity that left me breathless.
I call it pure land wine. There is no better. May I have a taste? My apologies, but it took me 10 years to make a single thimbleful. I drank that thimbleful for my tasting. It'll be about 50 years before I can make a decent batch. I doubt I'll see a full bottle in my lifetime. 50 years, huh? Meet you back here then? I've never been so glad not to be human. Ja, Menschen leben ja eigentlich nicht so lange, wa? Sonst auch nichts. Okay. Miau. Sonst passiert ja nichts. Ich frage mich echt, was da passiert, wenn ich alle Katztruhen gefunden habe und geöffnet habe. Oder irgendwie die Mega-Katz erscheint oder so etwas. Die Mega-Katz. Jo. I was on my way home from a trip to Logres, crossing the Aldina Plains, when I saw it. Rain was pouring as if from buckets, and the wind was so strong I could hardly stay on my feet. From the vast darkness of the sky, a monster... A huge flying... At that moment, a group of Exors, but it met their swords with its fearsome... Horns? Where did the demon go? I couldn't tell you. I was so... I hope the Abbey can get rid of it. Come to think of it, another person was there too. He faced the... Zaveid. If you're going to the Aldina... Ja, sorry dafür, aber es war ja relativ durchschaubar, was es im Gespräch wird und ja, müssen nicht immer so lange machen. Aber da wieder etwas. Erstmal gucken, da ist bereits alles voll, okay, dann haben wir die Flaschen noch. Tja, jetzt mal gucken, was können wir da Neues kaufen, was auch irgendwie lohnen würde. Amphibolklingen, doch eine neue, wird immer teurer, wa? Wird ein ganz teurer Spaß. Der Angriff steigt doch, jetzt sinkt so die Verteidigung wieder. Ist am Schluss das so viel wert wie, warte mal ganz kurz. Ah, obwohl. Der Angriff sinkt um 20. Der physische Angriff geht dafür ein bisschen hoch. Man kann es noch riskieren, wa? Ja, die Schleife. Die ist hoffentlich gut geschliffen. Da war irgendwie nichts Brauchbares. Wie sieht's denn hier so aus? Auch mit Giftwehr? Die ganzen Ringen? Nee, da ist mir zu viel Rot. Zu viel Rot! Bisschen mehr Fokus wäre für Eleanor, aber trotzdem nicht schlecht. Wie sieht's hier aus? Okay. Warte mal, da haben wir doch vielleicht etwas. Bei Laphicet? Nee, auch nicht. Bei Ace vielleicht, der braucht sowieso nicht. Aber die Esser, nee. Nee, die Esser brauche ich. Verdammt, ich doch nicht so viel. Das war nicht cool. Das gefiel mir jetzt gar nicht. Die Amphibolklinge. Na komm. So, nein, noch etwas für Eleanor, was ich erwähnt hat. Ich glaube, was war es denn genau? Die Amphibolschleife, genau. So, den Rest zerlegen. Wir kennen es ja. Zack, ja, der Rest geht verloren. Wir haben eh viel zu viel von dem ganzen Quatsch. Sehr gut. Aufwerten. Die Klinge einmal. Stufe 3, wenn es irgendwie geht. Alter! Wow, Stufe 6. Ach, ein bisschen übertrieben. Ja, super. Stufe 2, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 5. 5. So, haben wir sonst alles? Jo. Ja, verkaufen, wa? Ich weiß, wir haben immer so viel von allem, aber
denke mal, vor allem diejenigen, die irgendwie 90 plus haben, kann ich ruhig ein bisschen verkaufen. Was natürlich jetzt nichts mehr gibt. Ja, so schnell kann es gehen, wa? So. Sonst noch was verkaufen die? Sonst alles cool. In der School, dann haben wir den da noch. Dankeschön. Die Klingenbestie, die ist neu, wa? Jo. Einmal Nummer 11. 7, 18. Das heißt... Ja, die 5 fehlt noch. Okay, 19, 11. Die 11 fehlt noch. 5, 19. Die 14, 15 fehlt noch. Wie gibt es überhaupt insgesamt? Sicher etwa 20, wa? Wir von der Zahl her noch schön aufgehen. So, speichern gleich. Stoneberry hasn't had much luck growing just yet, but this pioneer town has a lot of potential. Trees grow well here, and the lumber is of great quality. Oh, we're also close to the quarries, so stone isn't a problem. As long as the demons are contained, this country will rebuild. The need for stone and lumber will soar. Best of all, this area is quiet, has beautiful lakes. And why settle for anything? I do feel that you might be a bit short. You're right. We need something to attract... Is there any fruit or vegetable? There is a type of potato called the... If you want to attract people, you should just... A bell tower, huh? It won't work. Huh? Try hitting a rock. Doesn't ring. Ah, how could I have missed that? My master taught me better than this. Steine läuten nicht. Ja, ist ein guter Einwand. Gut, Freunde. Speichern. Ich würde sagen, ja. Und dann auf zum Drachen. Jetzt wissen wir, zu den regnerischen Tagen kommt natürlich plötzlich regnet es. Wie aus Zauberhand. Das heißt für uns, ist klar, wie hier eigentlich rauskommen. Die Frage ist, etwas älter von AP zu verwenden. Okay. Vor allem etwas. Oh, was könnte es sein? Es ist Innominat. Hey there. Our meeting like this must be Providence, meow. We're in a hurry. Save it, cats. All the better, meow. I've just stumbled upon a perfectly nifty piece of stone just for you. What's it for? That's not a geoboard, is it? Bingo! I dug it out of some ruins, meow. They were made by Norman Meowny years ago for surfing along Earth pulses, but I can't use it, so I figured I'd pawn it off on someone else who could, meow. Wait, Norman made this? That doesn't exactly inspire confidence. Don't be so mean! We're capable of exceptional things! Sometimes. When a Norman speaks their own name, the board springs to life and whisks its masters away at top speed. They'll even plow right through weak demons. You can say it's our masterwork, even if we sorta stumbled on it by accident. Huh. Well, then I apologize. So we can ride this as long as we have Bienfu with us, right? Well, kind of. Do you have to use your true name to activate it? Not my true name, no. My Norman name. Wouldn't that just be Bienfu? No. Norman have a separate name that goes something like Norman so-and-so. It's almost more a title than a name. Often the name has something to do with what they're good at. Something like Attack, or Chain, or Aqua. Right. You could say names like Bienfu and Grimoire are more like stage names. I actually don't know Bienfu's Norman name, but I can't wait to find out. What is your name, Bienfu? Come on, out with it. We're in a hurry. Norman Brave. Whoa, look at that! Wait, Bienfu. Your Norman name is Brave? That is so deliciously absurd! Why do you think I've never told you before, Bien? At least the board works, meow. And if we get on this board, it'll move us around? Well, about that. The board propels itself by pushing against Earth pulse flows. To do that, the board needs information on the flows. But this one here's a completely blank slate, meow. First, you need to find the geotrees in each area. They serve as a conduit between the surface land and the Earth pulses, meow. Once you've actually located a geotree, you can record that area's Earth pulse data into your geoboard, meow. Got it. This area's geotree is right over there, meow.
Alright then. So long as we find more geotrees, we'll be able to use the geoboard to travel much more quickly. Also können wir jetzt boarden oder was? Okay, mal gucken. Das echt so gut klappt, wie es da irgendwie so beschrieben wird. Ich hab nur so meine leisen Zweifel. Geoboards und Geobäume, wenn du nur R2 gedrückt hältst. Yeah! Welcome boarden! Ich nehme mein Geoboard! Das ist geil! Das macht so richtig steil, muss sowieso Bergspitzen hoch. Yeah! View. Well, that's going to come in handy. Yeah, and it's a lot of fun to ride, too. I could get used to this. I'm so worn out. I feel like I had to sprint the whole way here. Huh. Seems like operating the board saps a lot of energy from Bienfu. Even still, this board gives us a strategic advantage. Brave here will just have to bear a little exertion now and then. Yeah, Brave. Buck up. I believe in you. Be brave. Ah! Stop calling me that! Be brave, brave. So, kann ich jetzt da teleportieren? Wäre ganz praktisch. Steinbergen. Ne, das ist der Ort. Yeah, yeah. Da vorne ist er. So, Part ist eigentlich schon vorbei, Freunde, aber Part Nummer 70 natürlich ein bisschen länger. Vielleicht kriegen wir sogar noch hin, den Drachenplatz zu machen, wer weiß. Kann ich eigentlich zu den Bergspitzen hin? Ach komm schon, na egal. Wow. In die Kurve, Velvet! Oh, yeah, yeah. Oh, bin ja falsch. Hey ho. Da will ich noch 3 Truhen. Muss alle da oben sein, wa? Beziehungsweise da in der Mitte ungefähr. So. Speichern kann sicher nicht schaden. Vor dem großen Feind. Ich kann mich natürlich nicht erholen. Das ist Scheibenkleister. Ja, ich habe zwar ein alles Teil noch für den Notfall, aber trotzdem. Ja, vor allem die S hätte ich gerne voll gehabt. Verdammter Mist. Ein Drache soll schon mal Asen reinnehmen. Ja, Asen ist gut. Kommen da 2 Esser. Ich kann zur Not direkt austauschen gegen Eleanor oder Magidu. Ja, da ist er auch schon. Alter. It looks so deadly. And just check out how much malevolence it's putting out. Which means it's not a Therian. Let's retreat. We've got no reason to pick a fight with something we can't handle. I do. Oh, you're up for it? What? What are you doing? She's right. Fighting this creature is a good way to end up dead. Oh, sorry. Zu spät? Wieso will eigentlich Riesen kämpfen, wenn er kein Viewin ist? Well, no turning back now. Ja, natürlich, Shane Long. Ist gut. Alter, Level 68, willst du mich verarschen? Wieso geht denn der zur Story? Ich kann mich gleich begraben lassen.
Widerstand, Wasser, Erde, Wind. Ja, Ace, du kannst direkt da verschwinden. Damn it, this wasn't part of the plan. Yeah, but training like this doesn't come around every day. Be on your guard. One wrong move and you're done for. Ja, wieso kämpfst du überhaupt? Du bist drin. Boah. Oh, schon, die machen Schaden. Ich will nicht sagen, dass wir keine Chance hätten, aber wir hatten 16 Kämpfe gegen den, der ist stärker als der Wischo. Ich verstehe nicht ganz, wieso wir gegen ihn fighten müssen. Das ist echt ein bisschen zu hoch. Ah, deswegen. Yep. This one definitely puts up a better fight than your average demon. Is there any hope of actually defeating this thing? I'll do whatever it takes. That's my way. Zaveid! Yeah. I see you're out for blood, as usual. You knew, didn't you, Eisen? Out of my way. What? Are you protecting the dragon? She's not a dragon! Huh? Back off, or I'll make you back off. Damn, it got away. That hurts, babe. And here we hadn't seen each other in so long. Hold it. Is that dragon someone you knew? I told you, she's not a dragon. So, it seems old Check Out My Pecs and the dragon have some kind of close ties. Did I hear you right? We're talking about a dragon here. I know what I said. But how could that be? When Malakim are tainted by malevolence, a dragon is what ultimately results. So you're saying that dragon was a Malak Zaveid once knew? She must be who he was praying for back in town. Yeah, most likely. But do Malakim put out malevolence like humans do? No, not by themselves they don't. But if one remains in contact with humans or demons who do, it will eventually taint her, and she will become a dragon. What about you, kiddo? You feel anything weird after you got thrown into the Earth Pulse at the Empyrean's throne? I did, yeah. Can't say I'm surprised. The air there was thick with malevolence being sent on its way to Enominat. If I'd stayed there, I might be a dragon too. Is having a vessel not enough to prevent a Malak from transforming? A vessel can reduce the effect, but not eliminate it. By stripping their Malakim of consciousness, the Abbey exorcists seem to be able to inhibit the transformation. But nothing in this world is guaranteed. Can a dragon ever be changed back into a Moloch? Nope. Just like with demons, there's no going back. Do they still hold on to some part of who they were? You saw that dragon. What do you think? Well, that's... But Zaveid still won't kill it. Must be his creed at work. Eisen, listen. Whatever business you and Zaveid have with that dragon, I don't care. Do what you have to. But I won't tolerate you getting the rest of us involved in it again. Do I make myself clear? You've got it. Good. Now, let's get back to the Therian hunt. We'll regroup in Titania. If what Eisen said is true, then
Could I wind up as a dragon someday? Or Aizen too? I don't know. Aber wir für unseren Teil, Freunde, wir wissen es ja, zumindest für Aizen. Was ich noch interessant fand, jetzt hier wurde erwähnt, Drachen zurückfallen in Malakim. Nee, geht nicht, genauso wie bei Dämonen. Falsch, denn in Cestiria, mit Erläuterung, können wir ja Dämonen, sprich dort werden sie Yuma genannt, Helions, können wir die ja zurückverwandeln in Malakim. Es heißt zwar auch da, ja, sobald sie Drache sind, geht's nicht mehr und wir haben es auch versucht und so, auch bei Aizen, was nicht geklappt hat. Lustigerweise, und da muss ich mal ganz kurz erwähnen, auch wenn es vielleicht ein kleiner Spoiler ist und so weiter und so fort, im Anime Tales of Cestiria DX, dort geht es. So jetzt auch erst ganz am Schluss vom Anime geschaffen, so, aber es zwar nicht ganz ohne Hilfe, aber auch dafür, ja, auch dafür halt Alicia und Rose. Aber es gelang dann trotzdem, einen Drachen zurückzuverwandeln. Beziehungsweise sprich zu läutern. Also es geht irgendwie doch. Natürlich interessant, dass jetzt hier eben den Vergleich bringen von wegen Drachen, nö, geht nicht, genauso bei Dämonen auch nicht geht. Es ist das gleiche Prinzip. Aber wenn es bei Dämonen plötzlich geht, durch die Läuterung, sollte es ja doch bei den Drachen ja auch gehen. Ich glaube, deswegen wurde auch der Anime noch irgendwie ins Leben gerufen und so. Um das Ganze ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Aber egal, zurück nach Titania. Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde allerdings doch gerne im nächsten Part mal noch die Sidequests weitermachen. Rokuros Klinge und das uralte Heilmittel bei Laphicet. Bevor wir dann wieder nach Titania zurückgehen, wie Malakim. Und was den Drachen hier betrifft, ich meine, in Cestiria war es ähnlich. Wir hatten, ja gut, Aizen als Drachen relativ früh getroffen, mit Eta zusammen und Zavida. Das ging dann, ist eigentlich relativ witzig war, weil Zavida damals irgendwie uns da aufgehalten hat. Ähnlich wie hier jetzt, aber irgendwie komplett andere Gedankengänge. Da war auch viel, ja, wie soll ich sagen, viel macho-mäßiger drauf als heute. Aber ja, 1000 Jahre später kann noch einiges passieren. Ich dachte, das ist echt ernst. Zuerst dachte ich, es wäre nicht irgendwie Zavidas Freundin quasi, sondern es könnte vielleicht sogar Ifrit sein. Der zu einem Drachen oder fiel mir plötzlich ein, Moment mal, geht ja gar nicht, der ist ein Mensch. Mensch kann nicht zu Drachen werden. Das geht nur bei Malak-Seraph oder Malakim, Seraphim, egal. Ja, wie bereits erwähnt, soviel dazu, kann ich jetzt eigentlich schon nach Logres, so geht's, war Steinberg, gehen wir nach Logres, mal gucken, was passiert. Nichts zum Glück. So, wir sollen zurück, ich muss mal gucken, wenn wir Glück haben, 6,5 oben, okay. Wenn ich Glück, warte mal. 6,5 geht die gar nicht. Hey, verarschen, wir müssen zurück nach Titania. Da heißt oben passiert noch irgendetwas. Ja, müssen wir, oh, sorry. Müssen wir ganz kurz gucken. Ich bin in das Mikrofon gekommen. Müssen wir mal schauen, wenn es irgendwie heißt, ich muss zurück nach Titania, ich kann nicht an andere Orte hin. Okay, dann geht's auch nicht. Und vielleicht einfach Glück und dann muss zuerst die Sidequest oben machen und dann kann ich da Rokuros Klinge und da Laphicet so machen. Egal, mal schauen, wie es weitergeht da hier. Tales of Berseria, levelmäßig, ja, nichts, was ich gerne hätte. Ich wäre da mittlerweile doch eher schon Level 40 und so gerne. Ich muss zugeben, dafür ist der Drache etwa doppelt so stark wie wir vom Level her. Haben wir relativ gut ausgeteilt und mitgehalten. Also, kann man schon mal so sagen. Gut, wie auch sei. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.